Guten Dach met Nene, da bin ich noch is mal wer. Ich heb für u noch is mal wer n Grimmsch Märchen übersat und dat het op Hochdeutsch die kluge Else. Op Platt die kloke Else. Für lange Tiet lebte is mal ne Familie. Dorto hören auch ne junge Frau, die Else nömt wurde. Sie was no in Tieratsvöge Oller kommen und den Vater hatte für er einen passenden Mann utsucht. Die Vater sagt, use Else soll ekligs a Bolle heiraten und ich heb mi dacht, dat se doch an liebste den Hans trauen soll. As nur den Hans dat erste Mal to Visite in Elses Öllernhus quem, puchen den Vater seine Tochter düftig. Use Else is so ne gescheite Derne, die hört den Wind in de Gossen lopen und de Pflegen hosten. Hans wasste mette frä, dat de so ne kloke Frau heiraten soll, wegen at de jo to Bedingung magt harre, dat de bloß ne kloke Brut trauen woll. Süß die hisse nicht nehmen. Nur die Mahltiet wurde Else in den Keller schickt, Bärte tappen. As se dor so für dat Fatt satt, Kekse an de Wand hoge und sucht dor, o Schreck, ne Krüßhacke in de Mühe sitten, weil war von dem Mürker doch vergäten worden was. Sie wurde recht trurig und dacht, oh nee, wenn ich den Hans heirate und wie kriegt ein Kind, dat dann gratter wird und in den Keller schickt wird, Bärte tappen, dann fällt mir vielleicht die Krüßhacke ob den Kopf und dann is ose Kind tot. Sie satt sich hin und fühlen und hühlen und hühlen. Die Familie wochten Bobben ob Else und wündern sich, dat Else nicht mit dat Bär wer ut den Keller hogequem. Den Vater schickten nur den Magd in den Keller. As düse die trurige Else dort sitten such, fruch sie natürlich nur den Grund und Else, die sich immer noch nicht beruhigen kun, vertellen dann, wann ich den Hans heirate und wie ein Kind kriegt, dat dann later auch in den Keller tot Bärtappen schickt wird, dann kann passieren, dat ihm die Krüßhacke von der Wand ob den Kopf fällt und dann is ose Kind tot. Dat die Magd recht lädt, sie satt sich debi und fing auch an zu hühlen. Noch einige Tiet wurde dann auch noch den Knecht und auch Elses Mutter in den Keller schickt und alle satten dann wie Nene und hühlen tot Gottes Erbarmen, denn sie sogen alle in, dat van Grund was so trurig zu wissen. Hans stieg dann auch noch runter in den Keller und woll wetten, warum sie alle so jämmerlich an Hühlen wassen. Da schottert tut Else herut, ach mein lieber Hans, wann wie beide hierat und wie kriegt dann ein Kind, dat dann auch dort Bärtappen in den Keller schickt wird, dann fällt ihm wisse die Krüßhacke auch ob den Kopf von der Wand und dann is ose Kind tot. Ach, sag Hans, mehr Verstand ist für min Husstand nicht nötig. Ich seh, dat du so ne kloke Else bist und ein Verrut denkst und darum will ich die nur heiraten. Wolle danach wurde auch Hochzeit viert. Und Hans und Else läften wie Nene. Eines Tages sag Hans zu Else, ich go von Tage ut, te arbeiten und Gelte verdienen und du kannst doch wa in dit Tit use Korn ob Feld schnieden, dat wie dort vom Brot backen könnt. Ja, mein lieber Hans, dat will ich gerne tun, gab Else zur Antwort. Apat, sie kocken sich erstes ne guten Brei und satt sich mit den Pott ob Feld. Sie überlegte sich. Ät ich nur erste wat, auf meig erstes dat Korn. Sie entschied sich für't Äten. Als sie so pappsatt da satt, überquem die Möglichkeit und sie was wer an Pracke sehen. Mei ich erst is, auf schlop ich erst is ein Stündeken. Die Entscheidung fehlt natürlich für't Schlafmut. Hans war lange an Huse und wundern sich,
dat Else noch nicht wer trüge was. Wat heb ich doch für ne flittige und kloke Else, dat se immer noch in Feld an Arbeiten is. Nu will ich doch is kicken, wo se so lange bliff. Allmählich muss se doch auch mal Schmacht hebben. He ging not Feld, apat etwas nix meid. Dat Korn stön noch genau so up'm Stell as morgens. Und Else lachte bi und was an Schlopen. Da lieb Hans Gauner Hus, hal den langet Band, wo he Schellekes dran bunden ha und wickeln dat Else herum. Dann lieb Gauwerner Hus, schlott die Döre to und arbeiten wieder. As et Butner ganz düster was, wurde Else wacker, rappeln sich up und hören die Schellekes sich to, wann sie sich bewegen. Dat meg total unwies und sie wuss nicht mehr, ob sie tatsächlich noch die kloke Else was. Sie frug sich, bünnigt of bünnigt nicht. Dordrup kun sie sich keine Antwort geben und darum beschloss sie nach Hus zu gehen und Hans zu fragen, ob sie Else was, of wel sie süß was. Hans sollt ja nur wetten. Als sie für ihre Hustür stön, was die Dörre abschlotten. Darum trat sie an Fenster und sie rief, Hans, ist Else an Huse? Ja, Else ist hier wie mi. Dat jagte so ne Schrecken in, dat sie dacht, oh Gott, dann bin ich ja wirklich nicht die Else. Als sie an den Norberhüse ankloppen und da wie ihre Schellekes klingeln, meken die Lö ihre Dörren nicht los. Nims woll sie in Tus lotten. Sie lebt weg von Dorp und et hef sie nims mehr Wehrsehne. Und wann sie nicht torven is, dann läft sie von Tage noch. Na halt du Kregel und ich sag, gut gone.